Gute Morgen, mein Name ist Pferdchecker Tobi. Ich bin heute als Fairtrade-Reporter auf Besuch zu Merzig, was sich seit Januar 2019 als drittes Fairtrade-Gemeinde zu Lützeburg engagiert. Fairtrade Lützeburg wird am Jahr 2022 den 30. Geburtstag gefeiert. Bei mir ist der Medienbürgermeister, den Herr Banane. Guten Morgen, Herr Banane. Und merci für Ihre Invitation an der Flotgemeinde. Was genau bedeutet, eine Gemeinde zu sein, die ein Fairtrade-Gemeinde ist? Wir als Fairtrade-Gemeinde setzen uns auf für eine bessere Zukunft in der Welt, für nachhaltige Wirtschaft und für mehr Gerechtigkeit am internationalen Handel. Fairtrade ist ein Handelssystem mit dem Ziel, Lebens- und Arbeitsbedingungen von den Produzenten und Produzentinnen in Afrika, Asien, Lateinamerika und in der Karibik zu verbessern. Gerade bei mir Besuch aus der Minata, eine Kakaobäuerin aus Afrika mit ihren Medischer. Ihr Porträt von Minata wird demnächst eine ganz Fassadeseite von der Allerschule verschönern. Und so kriegt unser Engagement ein ganz anderes Gesicht und ein viel mehr größeres Sichtbarkeit. Da gehen wir mal rüber in die Schule. Guten Morgen. Da weiß ich erst mal, was Kinder an der Schule am Moment schaffen. Sie haben ein grosses Fairtrade-Projekt laufen, haben schon ein Fairtrade-Kochbuch entworfen und sind auch so Feier auf Flamme, was das Thema betrifft. Wir gucken mal auf verschiedene Plätze heran. Ein Sport, ein gut Fairtrade-Ballon. Danach sind die fit für weiterzuschaffen. Was kann ihr denn alles so fair behandelte Produkte? Bananen, Schokolade, Butter, Reis, Honig, Zucker, Kaffee, Kakao, Jus, Tee, Wein, Cocktail oder Blumen. Bei all diesen Sachen macht Fairtrade einen großen Unterschied für die Menschen, die Tag dafür schaffen. Es ist eine Partnerschaft zwischen den Produzenten am Süden und den Konsumenten am Norden. Wir sind für einen fairen Handel. Macht auch hier etwas Kleines, aber bewirkt damit ganz viel Großes. Für das der Bananenbauer mit einem Stück von seiner Arbeit bezahlt wird. Für das Kaffees und Kakao-Produzenten erfährt und sichert Einkommen können haben. Für das Kliniken können gebaut gehen, Straßen und Schulen für die Kinder. Für das Kinder an die Schule gehen können und nicht müssen mitarbeiten, für das die Familie genug Geld für das Überleben hat. Fairtrade für eine bessere Zukunft ohne giftige Düngemittel für unsere Umwelt und das Klima zu schützen.